So Freunde, weiter geht's mit Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Im letzten Part sind wir gegen Vegeta in seine Sauform angetreten und haben ihn so richtig platt gemacht. Naja, das würde ich am liebsten sagen, weil die Wahrheit ist, er hat uns platt gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wäre nicht ein kleiner, rundlicher Typ namens Yajirobe vorbeigekommen und hätte ihn einfach mal so im Vorbeigehen den Schwanz abgeschnitten, dann wüsste ich nicht, was jetzt mit uns wäre, weil, tja, Vegeta dadurch ein bisschen Kraft verloren, mit heißen sehr viel Power. Er ist wieder in seiner normalen Form, aber jetzt haben wir ein kleines Problem, weil Goku ist verletzt, dem wurden alle Knochen gebrochen, jetzt ist eine Weile arbeitsunfähig geschrieben und jetzt soll Gohan das Ganze richten. Das wäre zumindest eine Variante, aber wisst ihr was? Ich habe was anderes vor, beziehungsweise ich habe zuerst was anderes vor, nämlich die Dragon Balls zu holen. Ihr seht hier auf dem Radar oben rechts, hat es hier 3 Kugeln, zumindest so angegeben. Und mich nimmt jetzt echt Wunder, was hier los ist, dass irgendwelche bestimmten Events, okay, Wettkämpferin, das klingt nicht gut, muss ich jetzt wirklich kämpfen oder so? Also ja, kämpfen ist eigentlich schon klar, aber ich hätte mich eigentlich mehr auf so eine Art Events gefreut, die damals noch bei Dragon Ball Z Infinite World für die PS2. Und ja, ich weiß nicht, also was jetzt Dragon Balls betrifft, es könnte doch sein, dass bei der nächsten Map-Wechsel, das heißt bei den nächsten Sagan, so, was ist denn hier los? Ödnis. Hier wird gekämpft, das ist irgendwas anderes, das ist ein blaues Event. Und ja, ich weiß nicht, ob, also meine nächste Sage wäre dann die Namek-Saga und da könnte es doch sehr gut möglich sein, wie wäre es, dass dann die Dragon Balls hier verschwinden und nicht mehr auftauchen. Und auf Namek, wer weiß, vielleicht tauchen da ja die namekianischen Dragon Balls auf. Okay, ist doch ein Kampf. Was zum Henker? In diesem Spiel muss ich aber auch dauernd fighten. Hey, das war ein Dragon Ball Z Infinite World, wie ich vorhin erwähnt habe, noch ein bisschen besser gelöst. Da hatten wir noch eine Menge Sidequests und so. Wer ist der Gegner? Hä? Schwuler Pflanzenmann oder was? Ach du Junge. Naja, wisst ihr was, Freunde? Ich beende den Kampf schnell. Das sollte nicht allzu lange dauern. Das wäre noch das Kampfsystem einigermaßen kenne. Ja, es geht noch. Ja, und dann, sobald wir hier noch ein paar Dragon Balls abgestaubt haben, geht's weiter mit dem Kampf gegen Vegeta und am Ende das den ganzen Scheiß mal langsam, oder? Dann auch nach Namek. Ja. Die habe ich. Okay, ist noch ein bisschen wenig, aber erstmal Geistenergie aufgesaugt. Nur für den Fall, dass er mich mal treffen sollte. Ich sehe gerade, der ist schon halb tot. Mann, hau doch. Oh, ich hab zu wenig. Wie hat er das gemacht? Ja, da habe ich aber auch einen kleinen Trick auf Lager. Und Masenko! Yes! Yes, we can! Würde jetzt Barack Obama sagen. Ich hasse Obama. Und futsch ist er. Gewonnen, lalalala. Kein Gegner für uns. Okay, was ist denn jetzt los? Sieger, Verlierer, alles klar. Wie immer. Ja. Ich gerade hätte was Seltsames gesehen. Hä? Diese Unachtung. Hä? Wie aus? Ach so, also doch, erlangt. 5 Sterne Dragon Ball. Ich dachte gerade, hä, was war denn das gerade? Irgendein Kampf zum Spaß oder so und ohne irgendwelchen Gewinn oder? Das wäre doch jetzt echt mal lame gewesen. Aber egal, wir haben einen Dragon Ball, sogar einen 5 Sterne Dragon Ball. Wie soll ich jetzt sogar sagen? Keine Ahnung. Ich muss irgendwas sagen, hey. Das kann ich doch einigermaßen, sag ich mal, lustig kommentieren. So, jetzt ist nur noch ein blaues Event, alles klar. Kümmere ich mich jetzt doch mal um die nächsten Dragon Balls noch. 2 sind es, soweit ich das noch sehe. Alter, überall hier wird gekämpft. Was ist hier bloß los? Weil wer kämpft da die ganze Zeit? Sind das alles nur Pflanzenmänner? Bin ich wieder hier. Okay, ich riskiere das Weltkampfarena. Jetzt bin ich gespannt, ey. Vor allem bin ich darauf gespannt, wie jetzt das... Nee. Verdammt! Oh nein, da kriegen wir also... Yep, Freunde, wir kriegen einen Dragon Ball. Schätze es mal, sobald wir das Turnier gewinnen. Was? Seht ihr das unten links da? CPU 8? Das ist der Bardock. Ach du grüne Neune. Ja, ein anderes Mal vielleicht. Und tschüss.
keinen Bock drauf. Vor allem keine Zeit dafür. Das mache ich irgendwann anders mal. Ah, der Ladebildschirm. Mein Gott, wir müssen ja eigentlich jeden kleinen Mist so lange laden. Können die nicht einfach die Kapazität der Blu-ray-Disk etwas erhöhen oder so, damit das nicht immer so lange dauert. Achso, der Sound kommt von da oben, von da unten. Okay, das heißt ein Dragon Ball, alles klar, was man jetzt am Runde nimmt. Ich dachte eigentlich, ich könnte irgendwo noch sehen, wie viele Dragon Balls ich jetzt schon eingesammelt habe, aber offenbar geht das nicht. Also gut, noch schnell den Dragon Balls da oben abklappern, beziehungsweise erstmal schauen, was das für eine Art Kampf ist, und dann geht es weiter mit dem Kampf gegen Vegeta. Ich bin mal gespannt, wie wir jetzt den Arschloch noch fertig machen wollen. Alles klar, da unten ist es. Einfach so bekommen, ey, Mann, ist das billig. Okay, Entwickler, also da habt ihr definitiv einen Rückschritt gemacht, wenn ich das mit Infinite Whirlpool anrechne, aber ist jetzt egal. Wenn ich dauernd Vergleich mit anderen Dragon Ball Z Spielen ziehen, sondern endlich mit dem Kampf beginnen. Vegeta, hier kommt ein Verderben. Yeah, alle Kapseln abschießen, wer braucht schon solche Kapseln, Mann? Yeah, na gut, ich könnte es eigentlich gebrauchen, ne? Wieso haben die verschiedene Farben? Ehrlich gesagt, nein. Oh, der immer mit seinen leeren Versprechungen, ey. Ja, ist sauer. Gohan, jetzt bitte dich mal etwas bewegen, sonst haut er dir eins in die Fresse. Oh, schon ist es passiert. Okay, es war ein Kick, kein Schlag, aber trotzdem hat's wehgetan. Dante, du kannst keine kleinen Kinder schlagen. Wer bist du denn? Okay, unbegrenzt Zeit. Auch gar nicht so viel, Mann. Ja. Und tschüss. Ja, jetzt bist du am Arsch, Mann. Er hat kein Ki und das bedeutet, er kann mir nicht ausweichen. Arsch des Propheten, hey, ich mache ihn jetzt so rund, der wird dafür bezahlen, was er Goku angetan hat. Yeah. Immer schön feste drauf, Mann. Ich klopfe dann auf den Controller rum, obwohl es gar nicht nötig wäre. Ich habe schon wieder zu wenig. Mann. Meine Geistanzeige ist zu wenig. Yeah. Oh! Wow. Na, was machst du jetzt, ne? Wow! Schneller! Und er lernt es einfach nicht, Mann. Er lernt einfach nicht aus meiner Strategie. Okay, ein bisschen Ki, das könnte bedeuten, er könnte meiner Attacke ausweichen. Wenn er natürlich was drauf hätte, es scheint aber nicht so. Und so beenden wir das Ganze. Ist jetzt genug Ki? Ah, immer noch nicht. Bei Ki hat man natürlich die Geistanzeige. Wisst ihr was, Freunde? Jetzt reißt's mir aber. Yeah! Okay, er will nicht, Mann. Schon am Ende der Fahnenstange. Jetzt geht's. Yeah! Immer schön in den Rücken, weil es da am meisten wehtut. Boah, diese Effekte. Wenn das nicht wehtut, dann weiß ich auch nicht weiter. Yeah! Oh, eine Schockwelle! Oh. Alter, das wehgetan. Okay, und jetzt? Hä? Wieso? Krien, wo bist du? Krien, ich seh dich nicht. Ah, da! Okay, also Kampfpaarung wechseln offenbar. Mensch, Vegeta, schau uns auch nicht so böse an. Oh! Ei, voll in die Fresse, ey. Verdammt, lass Goku in Ruhe, Mann! Man schlägt keinen, der schon am Boden liegt. Hast du denn gar keine Erziehung genossen? Ganz genau, Gohan, zeig's ihm! Wer denn sonst? Hier! Wow, du willst es unbedingt wissen, wa? Du willst es unbedingt wissen, wa? Okay, Mann, wenn du es nicht unbedingt anders willst, dann gebe ich dir ein Saures. Oder ja mir. Komm jetzt her, Mann. Ja. Ups. Oh. Du bist ein Arsch, ey. Ein Arsch mit Ohren, mehr nicht. Und nicht schon wieder. Oh.
Okay, ich habe kapiert, das bringt nichts. Wow. Ja, voll in die Fresse. Haha, daneben. Jetzt war ich schneller. Yeah! Sag ich doch gleich, was ich drauf habe, Alter. Du musst nach Bauklötze staunen. Und Gohan, bist du langsam fertig? Er ist fertig. Also dann. Verdammt! Oh, falscher Knopf! Ich wollte doch... Mann. Okay, jetzt will er in den Fernkampfbereich. Daneben! Oh. Jetzt reicht's aber. Jetzt krieg ich gar nichts mehr. Vorhin habe ich nach oben gedrückt, jetzt nach unten und beides Mal setze ich... Ach, egal. Verborgene Kraft, volle Power! Wow, die Attacke kennen wir doch noch. Boah. Ist zwar schon eine Weile her, aber die hatte doch mal Piccolo gezeigt, dass der mit ihm trainieren wollte. Dann bin ich so weit weg. Nimm das, Vegeta, nimm das, nimm das. Und voll in die Fresse. So liebe ich das. Immer schön einen Austeil, Gohan. Nicht nachlassen. Und. Vegeta, was willst du noch tun? Du bist gleich bei 0. Lass meinen Papa in Ruhe. Kopfstoß. It's over. Hä? Ey, er ist besiegt. Wieso kann er noch Attacken abfeuern? Gohan, mach's mal was, weil sonst... Genau das meinte ich. Oh. Der arme Planet, hey, alter Scheiße. Vegeta, was ein Unsinn! Ja klar, genau hier ein Cutscene oder was? Mann! Ja genau hier ein Schnitt, meine ich. Wie lange soll die Auseinandersetzung denn noch dauern? Okay, also wie es scheint, hat Goku doch noch etwas Energie von der Genki-Dama übrig. Und Krillin soll jetzt das Ganze beenden, aber ist er dazu wirklich in der Lage? Tatsächlich, er hat es geschafft, eine Genki-Dama! Jetzt bist du am Arsch, Vegeta! Nein, er ist ausgewichen! Muss ich was drücken? Nee, ich muss nichts drücken! Abgeprallt! Boah, das reinste Blitzgewitter. Alter, Scheiße. Und ich würde mal behaupten, genau passend zum Ende des Parts, wa? Selbst nach einem direkten Treffer mit Gokus Genki-Dama steht Vegeta wieder auf. Doch gerade als es scheint, dass er unsterblich ist, wird er von Gohan in Form eines Wehrwaffen niedergestreckt und endlich besiegt. Irgendwie so zum Teufel hätte er das nicht in einer Cutscene zeigen können? Goku stoppt jedoch Krillin, der versucht, den fast toten Vegeta zu erledigen und entschließt sich, ihn laufen zu lassen. Ja, wieso auch immer, Weil das wird ja jetzt hier nicht erklärt. Jetzt, da Piccolo tot ist, sind auch die Dragon Balls verschwunden und es scheint unmöglich, die gefallenen Freunde zurückzubringen. Doch Bulma, Krillin und Gohan bereiten sich auf eine Reise nach Namek. Nach Namek vor. Achso, müssen wir den Satz zu Ende lesen. Bereiten sich auf eine Reise nach Namek, Heimatplanet von Gott und Piccolo vor, in der Hoffnung, die Dragon Balls der Namekianer zu finden. Niemand weiß, welche Schrecken sie erwarten. Wie wahr. Endlich, 34 Tage nachdem sie die Erde verlassen haben. Okay, sie nehmen also das Original aus dem Manga und nicht aus dem Anime. Bulma und die anderen erreichen Namek, doch sie werden von Freezers Männern entdeckt. Ja, bitte schön weiter, danke. Auch wenn der Kampf nach einem einzigen Schlag bereits wieder vorbei ist das Schiff zerstört und Bulma hat keine Möglichkeit, zur Erde zurückzukehren. Dann bleibt sie halt da. Kann etwas Urlaub machen auf Namek. Zur gleichen Zeit kommt Vegeta auf Namek an und wartet seelenruhig auf Kui. Ja, und wer ist jetzt Kui? Wird das hier auch noch erklärt? Oder soll man das uns halt aus dem Wissen ziehen, das wir bereits als Dragon Ball Fans haben?
Ne, es wird also nicht erklärt. Okay, Freunde, dann darf ich mal annehmen, dass im nächsten Part auf Namek weitergeht. Oder kann ich jetzt noch was? Ja, tut mal auf weiter. Okay, und noch ein paar Rückblenden, was hier alles vorgefallen ist. Und das eben war Kui, dieser violette, was weiß ich, Verschnitt mit zwei offenen Ohren. Was auch immer das an seinem Kopf sein sollte. Und wieder mal Ladevorgang. Ja, ist gut. Ich knalle alles ab. So, Freunde, wir sind auf Namek angekommen. Ui! Kui, sagt Kui! Wieso darf er angreifen? Wieso muss ich Vegeta spielen, Mann? Was war das gerade? Kein Schaden? Mann, bist du eine Lusche, hey. Du siehst nicht nur bescheuert aus, du bist auch bescheuert. Okay, Freunde, hier mache ich einen Cut und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Bis dann, ciao zusammen.